Die Haupttribüne ist komplett ausverkauft. Deutschland freut sich auf die Formel 1. Alle sind gespannt darauf, was wir dieses Wochenende beim Großen Preis auf dem Hockenheimring erleben werden. Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso startet das heutige Rennen von der Pole aus. Das Auto lief dieses Wochenende während der Rennsimulationen im Training gut. Ich glaube also, dass er zuversichtlich einem Sieg entgegenblickt. Nach seiner fantastischen Vorstellung gestern wird er dieses Wochenende definitiv weit vorn beenden wollen, hat aber eine Menge Rivalen. Ich glaube nicht, dass er mit einem einfachen Rennen rechnet, besonders nicht, wenn man sich die Teams um ihn herum so ansieht. Diese Saison verlief bisher enttäuschend für Red Bull. Das Team bekommt einfach nicht die Punkte, die der Wagen durchaus einfahren könnte und müsste. Nach einem so immensen Erfolg in kurzer Zeit stehen die Dinge nun nicht so gut für das Team. Wenn man ein wenig in Schwierigkeiten gerät, zeigt sich immer der wahre Charakter der Leute. Ich erwarte von Red Bull eine passende Reaktion und ein starkes Comeback. Gut, also und das gerade angesprochen ist von Red Bull, es wird sehr wahrscheinlich so sein, also wir sind jetzt etwa so in der Mitte von der Saison jetzt, wir sind in Hockenheim sind wir jetzt, da kommt noch Ungarn, Belgien, das sollte noch irgendwann sollte noch Ding kommen, das Nachtrennen, wo mir jetzt gerade der Name komischerweise nicht einfällt, und Singapur, kann das sein? Bin mir jetzt immer sicher, Singapur. Könnte sein, Stadtrennen noch. Und Abu Dhabi, also es sind schon noch ein paar Rennen, aber nicht mehr wahnsinnig viel. Und ja, weil ich es gerade angesprochen habe, mit Red Bull sehr wahrscheinlich werde ich die nächste Saison mit Red Bull fahren, mit dem Daniel Ricciardo. Weil das ist momentan so, jetzt in der 2016er Saison, einer der sympathischen Fahrer und mir denkt irgendwie so, das ist auch ein Fahrer, der hat es verdient, mal Weltmeister werden. Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass wenn ich fahre mit ihm, dass wir Weltmeister werden, aber ich finde ihn einfach ein mega sympathischer Typ und ich habe richtig Bock mit dem eine Saison zu machen. Und gut, wir gehen jetzt zurück, wir sind jetzt im Rennen in Hockenheim mit Ferrari, mit dem Alonso, könnten einen Sieg holen, was wir wirklich sehr dringend brauchen, um noch einmal Punkte zu holen, dass wir immer noch ein bisschen einen Anspruch haben auf die Weltmeisterschaft, weil ich glaube, die Differenz vom 1:2 ist nicht so weit auseinander, wir sind jetzt glaube ich momentan auf dem 3 oder Platz 3 und ja, wir starten mit den Optionreifen und gehen 7 oder 8 in die Box und ich würde mal sagen, los geht's. Dieses Rennen gewinnen wir. So, und los geht's in das Rennen vom Hockenheim. Wir sind einigermaßen gut weggekommen. Innen ist, glaube ich, Rosberg gewesen. Oder der Hamilton, aber die haben sich ziehen lassen, sind zurückgekehrt. Oh, vorsichtig. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt. Hamilton kommt von hinten, er zieht rein, geht rein. So, okay, wir sind immer noch Erste. Hamilton ist aber dicht hinter uns. Aber wir können uns ein bisschen lösen. Ich muss in den dritten abschalten. Ja, wir können uns ein bisschen lösen, aber nicht wahnsinnig fest. Also Hamilton natürlich auf der Gerade wahnsinnig schnell. Oh, und jetzt haben wir noch ein bisschen Spotbremse. Okay, es sollte trocken bleiben. Das hören wir natürlich sehr gerne.
So. Der Hamilton, Rosberg und ich, wir können uns ein bisschen lösen. Ich habe nicht gebremst oder zu wenig. Ich habe jetzt eigentlich die Fahrt versperrt vom Hamilton. Lasse jetzt mal vorbei. So, also Hamilton vor uns in der Rosberg. Und jetzt haben wir DRS. Jetzt können wir natürlich hier zum Überholen ansetzen. Innen durch. Wow. Oh, wir sind vorbei, wir sind wieder Erste. Jetzt hat er natürlich DRS. Und natürlich mit dem Mercedes Speed sind die extrem schnell. Ja, ich schon mal. Oh shit, meine Reifen sehen schon recht demoliert aus. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Wow. Also wenn komme ich Box Runde 7 oder 8. Nein, geht noch ein Weile. Okay, Hamilton kommt wieder rein. Wow. Und ich glaube, Rosberg hat mich berührt. Irgendetwas vibrieren gefühlt. Ja, Rosberg hat sich gedreht. Ei! Rosberg ist wirklich ein Pechvogel in dieser Saison, was so Crash betrifft. Er kommt immer ein bisschen drunter. Ui, so Curbs. Wow, da setze ich mich einfach mal nebendran, so stinkfrech, auch wenn es ein bisschen ja, eben nicht so sauber war. Aber der hätte jetzt müssen sein, sorry Hamilton. Du hast mich schon ein paar Mal weggedreht. Den Simulationsdaten nach solltest du allmählich Abnutzungserscheinungen deiner Reifen bemerken. Sag Bescheid, falls es zu schlimm wird. Was habe ich jetzt wieder geschaltet? 2 Runden, bis ich dein Boxenstoppfenster öffne. Wir ziehen dir die Jetzt habe ich irgendwie verschaltet. Und da habe ich Probleme zum Rausbeschleunigen. Jetzt kommt natürlich wieder DRS. Ich gehe jetzt mal geht wieder rein. Wir sind innen. Oh mein Gott, der Hamilton. Mit dem ist immer so hure streng. Ich probiere ihn wieder im Motodrom zu überholen, ja. Weil da bin ich immer schneller. Und wieder genau gleich. Die Berührung war da gewesen. Hamilton innen! Oh, der fährt er einfach weiter. Jetzt lässt er mich einfach führen oder hat einfach sonst langsam. Sonst einfach langsam in der Kurve. Aber er hat eigentlich gekürzt dort. Wow, frech. 25% des Startbenzins verbrannt. Also haben wir noch 3 Viertel übrig. Das Auto sollte sich jetzt etwas leichter anfühlen. Habe ich DRS? Ich hoffe es jetzt mal. Jawohl, mein DRS. Aber
Ferrari ist nicht wahnsinnig schnell. Oh, ich habe keinen Grip mehr, ich kann nicht richtig raus beschleunigen. Oh ja, ich spiele es recht jetzt. Nein, ich muss Hamilton ein bisschen ziehen lassen, leider. Weil ich kann nicht den Speed gehen, gerade wegen der Reifen. Es ist schwierig. Als nächstes hast du einen Mercedes vor dir. Ja, das habe ich schon gesehen. Oh, aufpassen. DRS. Das Stopfenster ist jetzt offen. Ja, ich komme mal in dieser Runde schon in die Box. Ja, hat das gesehen. Oh, Hamilton. Hat der jetzt DRS? Wir haben Benzin übrig. Nein, ich habe DRS. Eine zusätzliche Runde. Kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit solltest du Und wir gehen hier vorbei. Nice and slowly. Und wir können uns vorhin hersetzen und gehen jetzt auch als erstes in die Box. Ich vermute mal, der Hamilton kommt jetzt auch gerade in die Box. Also es bleibt spannend hier in Hockenheim. Vor allem jetzt schon auf die neuen Reifen, die ein bisschen mehr Grip haben. Und ich habe natürlich noch Fettgemisch gespart. Das heisst, wir können noch sicher eine Runde 2 voll aufdrehen und noch mit mehr Leistung fahren. Hamilton kommt nicht in die Box. Oh, und meine Boxeinfahrt ein bisschen verkackt. Okay, gut. Hamilton kommt nicht in die Box. Das heisst, wir machen jetzt den Undercut. Der Undercut ist eigentlich nichts anderes. Ich hole mir zuerst in die Box. Der Hamilton wird sie wahrscheinlich. Oh, sehr guter Stopp, so kommt wieder. Der Hamilton wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Box. Oder in der nächsten Runde Box kommen, so muss ich sagen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, möglichst schnell zu fahren. Das Problem ist, wir haben jetzt das Feld noch ein bisschen vor uns. Also nicht wahnsinnig viel, aber wir haben auch die Leute vor uns. Wir sind jetzt nur noch auf der 9. Platz. Aber wir müssen jetzt gleich eine schnelle Runde fahren. Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Vordermann. Du bist schneller Wir haben jetzt auch schon mal kein DRS, das ist schon mal schlecht. So, sind jetzt hinter Verne. Oh, Verne, geh weg jetzt, du gehst in die Box. Du hast es auf P8 geschafft. Du bist jetzt auf P8. So, jetzt, come on. Der fährt schon einen raus. Bottas ist gerade auf die Spitzenposition gefahren. Das ist der Hamilton. Oh mein Gott. Deine Reifen sehen noch nicht Er hat den besseren Boxenstopp als ich. Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihm umgehst. Das wird sehr wahrscheinlich das sein, wenn ich bei der Boxeinfahrt ins Käse reingekommen bin. Oh shit, das ist jetzt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil ich habe den Speed nicht auf der Geraden und Hockenheim ist eine schnelle Strecke. Wow. Was die Benzinlast angeht, haben wir an diesem Punkt noch etwa 60% des Startbenzins übrig. Okay, aber ich glaube, wir holen auf. Oh nein, nein, nein. Oh Gott.
Hinter uns ist eigentlich niemand. Ricciardo Bottas ist dritter. Bottas ist auch noch ein heißer Kandidat für die WM. Weil er ist, glaube ich, das zweite jetzt, der Bottas. Hamilton ist immer noch erster. Okay, wie sehen die Reifen aus? Noch gut. Ich komme nicht dran her. Da bin ich zwar immer schneller in diesem Sektor. Aber jetzt haben wir noch die Hälfte und das Rennen geht noch 7 Runden rein. Alles klar, du kommst wohl mit dem Renntempo zurecht. Hamilton ist vor dir. Überhol ihn. Ja, überholen. Das ist ein bisschen schwierig. Mein DRS aber ist weiter weg jetzt, weil ich scheiße aus der Kurve rausgekommen bin. Das Problem ist, die KI machen praktisch nie Fehler. Es gibt zwar schon ab und zu, dass sie Crashes haben, vor allem im Regen. Aber sonst fahren sie doch sehr sauber. Hamilton verliert Runde um Runde etwas an Vorsprung. Oh, jetzt sind wir gut rausgekommen. Hamilton. Er verliert jede Runde eine Sekunde auf dich. Ah, das hängt noch nicht. Oh, jetzt aber. Vielleicht auf der Geraden. Extra Fackmaschine. DRS auf. Come on. Ja. Oh, wir haben eine Berührung gehabt mit dem Hamilton. Wieder Standardmaschine. Sehr gut. Wir haben jetzt noch eine Reserve für etwa 1,5 Runden zusätzlich. Die brauchen wir am Schluss. Momentan sind Abnutzungserscheinungen an deinen Reifen noch kein Thema. Ja, der Reifen zeigt Abnutzungserscheinungen, das ist normal. Wir haben ihn aber schön hinter uns. Er ist nicht mehr. Jetzt hätte er müssen aber auf Kletz gehen. So wie es aussieht, sind wir bei 40% des Startbenzins. Noch 40% Benzin. Bei Runde 15 tue ich Fackmaschine. Ein bisschen spät bremst.
Okay. Er hat weggemischt drin. Wir haben das ein bisschen absetzen vom Hamilton. Zu früh abbremst. So einfach nur die Runde überleben. Oh shit, Hamilton kommt. Ja, Hamilton ist sehr schnell. In den nächsten paar Kurven, die Bremse ist zu kalt. Wow, wir sind aber jetzt super um die Kurve gekommen. Er hat keine Chance gehabt, wenn wir wirklich die ganze Strecke in die Kurve genutzt haben. Wow, die Curbs sind ein bisschen gefährlich. Hui. So, eine Fettmaschine. Ui. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen abgelenkt mit dem Fettgemisch. Du hast einen leichten Vorsprung vor Hamilton. Lass dich nicht einholen. Ja, er war jetzt immer noch knapp im DRS-Fenster gewesen. Wir haben jetzt aber das Fettgemisch, es wird ihm schon schwer fallen, jetzt noch uns aufzuholen von der Gerade. Außer der hat alles Fettgemisch drin. Oh, ich habe meine Reifen gar nicht gesehen. Wow. Ich habe so Probleme mit den Reifen. Ja, man sieht es auch, die sind ein bisschen durch. Hamilton ist etwas schneller unterwegs als du. Er verkürzt seinen Rückstand pro Runde um 5 Zehntel. Wir sind jetzt beim letzten Viertel des Tanks angelangt. Es sind noch 25% Benzin übrig. Okay, ich bleibe jetzt innen. Wheelbanging da. Ich hätte probiert, so ein bisschen mehr rauszudrücken. Wow, ist Käse. Gar nicht gut. Benzin haben wir noch mehr als genug. So, letzte Runde. Okay. Wir bleiben innen. Hamilton wird vorbeiziehen. Wow, er hat es nicht gewagt. Weil das war jetzt eigentlich die einzige Kurve, wo er eine Chance hatte, zu überholen. Hier liegst du
Ui, nein, 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 nein. Ui, da habe ich jetzt noch eigentlich richtig Glück gehabt, dass Hamilton Gas gegeben hat. Ah, nein! Alter! Alter, 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 Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott! Hamilton! Nein, der Hamilton hat mich gerammt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind immer noch Erste, aber wir hatten einen Crash mit dem Hamilton. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fernando Alonso landet beim heutigen Grand Prix auf dem ersten Platz. Eine tolle Leistung, da konnte keiner mithalten. An manchen Tagen fühlt man sich als Fahrer einfach wohl im Auto und hat ein gutes Gespür für die Strecke. Eine unschlagbare Kombination. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Also, wir haben den Deutschland Grand Prix gewonnen. Auch mit einem Crash am Schluss. Die Wiederholung, wie die sich eingeblendet haben. Ja, wir haben jetzt den zweiten Platz. Hamilton, Vettel erstaunlicherweise auf Platz 3 gekommen. Bottas 4. Also dort ist auch noch irgendwie etwas passiert. Ricciardo, der kommt eigentlich wieder auf Position 6. Wie gesagt, immer 7 oder 6. Dort dumme spielt er. Ist noch jemand rausgefallen. Ja, Bianchi mit dem Marussia war draußen. Wieso auch immer, Magnussen hat noch eine Strafe bekommen. Okay, aber sonst war es eigentlich super Söhne. Magnussen hat sogar 2 Stops gehabt. Okay. Gut, also das war es vom Rennen in Deutschland. Das nächste Rennen ist in Ungarn, in Budapest. Sehr schwierige Strecke zum Überholen, sehr eng, Kurve 3. Sehr, sehr schwierig dort zum Fahren. Gut, wir hoffen einfach das Beste dort. Und ich würde mal sagen, das war es. Wir sehen uns dann im Rennen, wie gesagt, im Ungarn. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch positive Bewertung da und lasst noch ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dann sehen wir uns in Ungarn wieder. Bis dann sage ich, macht's gut und ciao.